der begräst hat Gesetz an wollte sowieso stimmen. Ich muss so nur dem leidenschaftlichen Plädoyer vom honorablen Dr. Edi Mertes immer nach mir wird wie für drin, dass er guten an wichtigen UT geschärft wird. Et leiert den bei all Projekt de loi de mai diskutieren, wann dann die Dokumente durchäckert immer nees bei. An net schon beigeleert dat den Konvention gëtt vum Conseil de l'Europe von Istanbul von 2011, die auch Rapportrice nimmt huet, die den diskriminatorischen Titel dreht Lutte contre la violence à l'égard des femmes. Ich denke, dat allein auch schon ein Fall für den CET, den man mit dem vierigste Projekt der Chambre rattachiert hun hun sie dann een echte Fall von flagranter Diskrimination, den sie zu ersichten hun. Contrairement zur honorable Cecil Hammond, die ha immer von der Violence gegen Frage geschwert huet, as et Fakt an dat geht aus den Statistiken von der Police affair 2016 wären 31,92% von den Auteuren des Sex feminin, an 37,63% von den Viktimen des Sex maskulin. Das ist einfach ein Fett, den Molenke muss unerkennen, noch den honorablen Herr Merten huet op so Fall verwiesen. Für den Rest huet, wie gesagt, diesen Text extrem viel Meriten. Es gibt ein Instrumentgeschäft, das wichtig ist. Ganz richtig auch, was den Herr Gilles Roth gesagt hat, dass immens wichtig ist, dass die Obligation de Dénonciation, die ja normalerweise vorgesehen ist, durch die Code de Procédure Pénale, nicht greift. Nur so kann das Instrument auch wirksam angesetzt gehen. Wir gehen also mit Fred diesem Text als Zuspruch.